Eileen? Oh, sehr schön. Hallo Mama. Hallo Beppo. Oh, Eileen, für dich. Für Sehr mich? schön. Dankeschön. Das ist sehr schön. Ja. Es ist sehr schön. Hallo Mama. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Und euch? Gut. Wir haben heute Geburtstag. Willst du mit uns feiern? Ja. Du stinkenden Apfel! Warum? Du bist eine faule Gurke! Du blöde Karotte! Mist! Du bist eine faule Tomate! Warum streitet Ey, Null! Mama, ich spiele mit dir. Nein! Nein! Mama, ich spiele nicht mehr. Sie haben keine Zeit. Was ist los? Ich muss arbeiten. Wir spielen alle zusammen. Ja! Mädchen. Spielen. Zusammen. Friseurin. Wie? Wie viel? 4, Ein. 2, 3. Oh, viel. Komm her. In einer Zeit, als die Menschen immer weniger Zeit hatten, hatte Momo viel Zeit. Denn sie konnte eines wunderbar, nämlich zuhören. Ganz einfach zuhören. Und deshalb hatte sie auch viele Freunde. Aber das gefiel nicht den grauen Herren. Wir sind von der Zeitsparkasse. Agent X. Hier. Agent Y. Hier. Agent 0,5. Hier. Agent 18. Hier. Agent 19. Hier. Agent 15. Agent Gigi. Oh, Entschuldigung. Oh, ich bin hier. Ihr Platz. Wow. Was? Oh, Entschuldigung. Was ist mein Platz? Agenten, was ist unsere Aufgabe? Oh, wir brauchen die Zeit der Menschen. Agenten, wen besuchen wir heute? Niemand im Restaurant besitze. Gute Idee, gehen wir. Nino, der Restaurantbesitzer,
war sehr beliebt. Er konnte nicht nur gut kochen, wunderbar kochen, sondern er nahm sich auch immer sehr viel Zeit für seine Gäste. Er hatte immer Zeit, mit ihnen zu reden und deshalb kamen alle besonders gern zu ihm. Momo und ihre Freunde ebenfalls.
Schneller, freuen Sie sich. 5 Euro. Also, tschüss, Mama. Frau Fusi, verwenden Sie doch bitte unsere Frisurmaschine. Bitte 3 Euro. 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 Schneller! Frau Fusi, sehen Sie hier. Oh, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Überall nun gingen die grauen Herren hin und hatten eine Lösung, wie man Zeit sparen kann. Bei Frau Pusi waren sie schon und nun besuchten sie auch die Kinder. Es ist langweilig. Hallo. Hallo? Ist dir langweilig? Ja. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist Bibi, die perfekte Puppe. Danke. Aber damit sie mit dir spielt, braucht sie zuerst neues Make-up, neue Accessoires, neue Schuhe, neue Hosen. Sie braucht ein neues Kleid, sie braucht Handschuhe, sie braucht einen Schal, sie braucht einen Ring. Bibi, alles okay? Okay. Ich bin Bibi, die perfekte Puppe. Ich brauche ein Kleid. Ach, sie braucht ein Kleid. Ich bin Bibi, die perfekte Puppe. Ich brauche Schuhe. Ach, sie braucht Schuhe. Ich bin Bibi, die perfekte Puppe. Ich brauche Handschuhe. Ach, sie braucht Handschuhe. Ich bin Bibi, die perfekte Puppe. Ich brauche einen Schal. Ach, sie braucht einen Schal. Tja, sie braucht eben das Beste. So hatten alle ihre Freunde keine Zeit mehr für Momo. Immer musste sie alleine bleiben und das gefiel ihr gar nicht. Was soll ich tun? Komm mit! Wohin? Zu Meister Hora. Er ist der Wächter der Zeit. Komm mit! Willkommen, Mama. Bist du Meister Horror? Ja, Was ist Zeit? Zeit ist Leben. Im Herzen der Menschen. Je mehr sie sparen, umso weniger haben sie davon. Die grauen Herren stellen die Zeit. Willst du mir helfen, Mama? Ja. Nimm diese Stundensumme. Halte die Zeit an. Eine Stunde. So ging Momo zurück von Meister Hora hinunter in die Stadt, wo all ihre Freunde
in hektischer Arbeit gefangen waren. Die grauen Herren aber lebten einzig und allein von der Zeit der Menschen. Wenn die Zeit stillstand, so konnten sie ihre Zigarren nicht mehr neu füllen. Ein Problem. Agent X! Hier. Agent Y! Hier. Agent 0.5! Hier. Agent 18! Hier. Agent 19! Hier. Agent 15! Hier. Agent Gigi! Agent Gigi! Oh! Entschuldigung! Hier ist einer. Ja. Ja, hier! Ja, hier! Da ist da unten. Ja, Agenten, wir haben ein Problem. Wo muss uns das kommen? Wir haben schon 3.738.249 Minuten verloren. So viel! Wir müssen etwas tun. Ist doch gut. Wir sind Mama los. Aber sie kann wieder kommen. Reden Sie keinen Unsinn. Sie wissen, wovon ich rede. Momo ist zu Meister Horror gegangen. Unsere Zeitvorräte sind in Gefahr. Was machen wir? Reden Sie nicht! Vorschläge! Oh, ich habe einen Vorschlag. Wir könnten Mama folgen und Meister besiegen. Ja? Dann hätten wir alle Zeit der Welt. Stimmen wir ab. Wer ist dafür? Oh, Einstimmig angenommen. Wir sehen uns morgen. bis morgen. So machten sich nun die grauen Herren auf den Weg zu Meister Hora. Immer noch die Zeit angehalten war. Die grauen Herren sind alle gestorben! Lasst uns
Ja, ganz herzlichen Dank an euch. Super gespielt. Ich bin richtig stolz auf euch.